Zu meinem zweiten Stream. Die Woche war lang, vor allem nach der kurzen Weihnachtszeit. Fiel ja dieses Jahr viel auf ein Wochenende, von daher habe ich die Woche auch schon wieder gearbeitet und da kam das Wochenende jetzt ganz gelegen. Was habe ich heute mit euch geplant? Ich möchte natürlich nochmal an meinem Twitch-Kanal weiterarbeiten. Das heißt, ich will ein paar Panels hinzufügen und dann werde ich noch ein bisschen über Cobra Kai reden. Das habe ich die letzte Woche am Wochenende durchgeschaut. Die neueste, die 4. Staffel. Und da würde ich gern ein bisschen drüber reden mit euch. Und danach werden wir natürlich die Civ-Runde weiterspielen, die ich bereits letzte Woche angefangen habe. Gut, zuerst dann mal einen kleinen Sachstandsbericht. Also ich habe ja gesagt, dass ich die Videos auf YouTube hochlade. Das habe ich nach wie vor geplant. Ich habe die Woche damit zugebracht, diesbezüglich mir Thumbnails zu überlegen, zu erstellen, die Videos zu schneiden. Und jetzt muss ich die nur noch hochladen. Das werde ich dann, ja, ich denke am Montag machen. Und dann sind die Videos auf jeden Fall auch live. Ich habe nicht sonderlich viel geschnitten, aber so ein bisschen was habe ich rausgeschnitten am Anfang oder als ich dann Tonprobleme hatte. Ja, mit was wollen wir starten? Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Einrichten von den Panels auf Twitch, weil ich dafür habe schon ein bisschen was vorbereitet, so ähnlich wie die Fernsehköche, ja, da wird auch immer irgendwas vorbereitet und das geht deswegen relativ flott. Von daher würde ich damit anfangen und danach haben wir genug Zeit für Cobra Kai. Da habe ich mir ungefähr eine DIN A4-Seite zusammengeschrieben, was ich da gerne so drüber erzählen würde. Und danach haben wir auch noch genug Zeit, ein bisschen zu spielen. Also um die Panels zu bearbeiten, muss man hier auf seinen Kanal gehen, in den Infobereich und dann kann man hier Panels bearbeiten andrücken und eben Panels hinzufügen. Also einen habe ich hier schon. Da geht es darum, dass die Follower, die als letztes hinzugekommen sind, angezeigt werden. Und was wir jetzt brauchen, ist, wenn wir hier ein neues Panel hinzufügen wollen, wir wollen jetzt kein Erweiterungspanel machen, so wie das hier für die Follower, sondern wir wollen ein Text- oder Bildpanel hinzufügen. Ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt ganz minimalistisch mache und einfach ein Bild und eben einen entsprechenden Link dazu hier hinzufüge. Dafür will ich jetzt zuerst mal das Bild suchen. Und zwar mit was fangen wir an? YouTube würde ich sagen, für YouTube. Also das hier ist mein Bild für YouTube. Und da muss ich jetzt noch rausfinden, wie mein Link zu YouTube war. Da ich noch kein YouTube-Partner oder sowas bin, dauert das bei mir, oder ist es bei mir nicht so einfach, dass ich hier schön den Kanalnamen hinschreiben kann, sondern ich habe noch so einen relativ kryptischen Link dafür. Und den muss ich jetzt gerade mal raussuchen. Also es kann sich nur um Stunden handeln. Wo war das nochmal? Das ist, finde ich, auch relativ gut versteckt, aber jetzt habe ich ihn. Der ist im Kanal bei mir unter Anpassen allgemeine Informationen und den Link muss ich jetzt hier eintragen. Und dann kann ich es eigentlich auch schon speichern. Manchmal kam da irgendwie eine Fehlermeldung und dann hat es doch gespeichert. Also ich bin mal gespannt. Ja, eben kam auch kurz so eine rote Fehlermeldung, aber scheint es gespeichert zu haben. Gut, der nächste
Das wäre dann, würde ich sagen, machen wir Instagram. Wo haben wir das? Hier. So, Instagram habe ich vom Aussehen her, sehen die alle gleich aus. Bei Instagram ist es ein bisschen leichter als bei YouTube. Da kann ich auch einfach meinen entsprechenden Benutzernamen oder Instagram-Namen benutzen. Ja, jetzt hat er hier irgendwie was vergessen. Instagram. Sieht gut aus. Dann speichern wir das auch. Und wir haben auch noch Twitter. Auch hier habe ich wieder ähnliches Layout genommen. Und auch hier ist es relativ leicht, weil ich auch hier eben meinen normalen Twitter-Namen nehmen kann für Absenden. Und jetzt müssten wir eigentlich die 3 Panel hier schon mal haben. Sehr gut. Also wenn ich jetzt irgendwie drauf drücke, dann sollte das eigentlich aufgehen. Dann müssen wir mal gucken, da muss ja irgendwas am Link falsch sein. Vermutlich HTTPS. So, instagram.com. Testen wir es nochmal aus. So, jetzt funktioniert's. Okay. Ja, winke, winke zurück an Endeavor 6147. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt haben wir hier unsere 3 Social Media Kanäle. Haben wir zwar auch hier oben verlinkt, aber ich finde das als Panel auch ganz schön. Und jetzt haben wir noch 2 Panels, die ich gerne hinzufügen würde. Und zwar einmal ein Panel über mich. Und da habe ich mir einen kleinen Text überlegt, also so eine Art Biografie. Und die füge ich jetzt hier einfach mal ein, damit ihr mir nicht lang beim Schreiben zuschauen müsst. Und das hier ist in Markdown formatiert. Ich habe mir sicherheitshalber mal so ein Cheat Sheet aufgemacht für Markdown, aber ich hoffe, dass wir ohne das klarkommen. Jetzt hat er das hier aber alles so am Stück eingefügt. Ich hätte hier gern noch einen kleinen Absatz drin, und zwar hier und auch hier am Ende bei der E-Mail-Adresse. So, das ging flott mit dem Absenden. Und was auch noch ganz wichtig ist, sind Chatregeln. Und auch hier habe ich mir ein paar überlegt. Ich habe mich da auch so ein bisschen von anderen inspirieren lassen, aber ich denke, es sollten keine Besonderheiten dabei sein. Aber jetzt muss ich doch mal kurz das Cheat Sheet aufmachen, weil ich gucken will, wie man eine Liste macht. Okay, also Listen mit Sternchen. Hätte man sich eigentlich auch denken können, aber sicherheitshalber mal nachgeschaut. So. So, und dann haben wir noch 2. So, jetzt passt's. Schauen wir es uns nochmal an. Gut, haben wir alles da. Ist auch grundsätzlich ganz gut formatiert soweit. Jetzt würde ich die aber noch ein bisschen umarrangieren. Und zwar würde ich sagen, dass wir über mich, machen wir relativ weit vorne hin, dann die Chatregeln, dann packen wir hier unser Social Media Accounts hin. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Okay, dann würde ich den noch darüber packen.
und danach die Chatregeln. So, das ist jetzt natürlich immer so eine Sache, ne? Wenn man halt den Browser verkleinert, dann sieht es halt anders aus. Da muss ich mir mal noch eine richtige Reihenfolge überlegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwann hier diese Grafiken nochmal austausche durch ein paar schönere Grafiken. Aber das Feintuning mache ich dann ja, unter der Woche irgendwann mal oder in den nächsten Wochen besser gesagt. Da müsst ihr ja nicht unbedingt dabei sein und zuschauen. Gut, was steht noch an hier? Also ich will auf jeden Fall noch Overlays hinzufügen. Da habe ich mir auch schon ein paar ausgesucht. Ich habe mir auch schon mal grundsätzlich angeguckt, wie ich die in OBS reinbekomme. Aber ich muss die ja dann eben auch noch ein bisschen auf meine Bedürfnisse anpassen. Mal gucken, was ich da alles brauche. Ich hätte dann auch noch gern so einen Starting Soon Screen und einen Offline Screen, der dann eben als Profilbanner im Kanal angezeigt wird, wenn ich nicht online bin. Das sind alles so Geschichten. Da habe ich mir schon ein bisschen was ausgesucht und das werde ich dann in den nächsten Wochen peu à peu hinzufügen. Und dann können wir vielleicht auch einen Screen machen, ein Overlay machen für den Fall des Just Chatting, also was wir jetzt machen, wo ich dann ja mit ein bisschen größer bin, dann, dass man dann an der Seite noch den Chat sieht und dann müsste es eigentlich soweit stehen mit dem Twitch-Kanal und dann wäre es halt als nächstes mal an der Zeit, sich YouTube und den Social-Media-Kanälen zu widmen, die aktuell noch etwas verwaist sind.